zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei der Online-Sonntagsschule. Endlich ist es soweit und es gibt eine neue Folge oder sogar ein paar Folgen. Und wir zwei freuen uns riesig, dass du auch dabei bist. Ja, wir haben es schon im Trailer angekündigt, ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast oder nicht. Und zwar gibt es jetzt wieder coole Knüsli-Erlebnisse, mega spannende Geschichten und die Lieder sind natürlich auch wieder dabei. Genau, und heute geht es schon los mit der ersten Folge dieser zweiten Staffel. Und vielleicht ist euch daheim ja in den letzten Wochen so gegangen wie der Nathalie und mir. Manche waren ein bisschen gelangweilt oder haben nicht genau gewusst, was machen. Haben vielleicht auch viel daheim bleiben. Und ich glaube, am Knüsli und Geschwind ist es gar nicht so anders gegangen. Komm, wir schauen doch mal, wo die gerade dran sind. Hallo zusammen! Hey, jetzt haben wir im Fall gerade den Knüsli angerufen. Ihr wisst ja, hey, seit der Weltreise haben wir nicht mehr so viel zusammen machen. Aber jetzt ist letztens das Telefon gekommen. Ich muss unbedingt kommen. Er hat nämlich eine ganz neue Erfindung gemacht. Aber das ist streng geheim und irgendetwas ist komisch. Und er hat gesagt, ich muss unbedingt ganz vorsichtig zu ihm kommen. Jetzt muss ich ihn da versuchen, ja, so ein bisschen da durchschleichen. Hoffe, dass mich niemand sieht, gell? Wenn ihr jemanden seht, unbedingt sagen. Ja, ist gut. Da, schau, da vorne ist ja schon die Tür. Was hat er jetzt gesagt? Wer ist denn das? Guten Morgen. Ah, der redet, glaube ich, Spanisch. Buenos dias, ¿cómo está? Entschuldigung, was hast du gesagt? Ich habe kein Spanisch. Heißt du wie der Hans-Peter aus dem Thurgau? Ja, aber du siehst aus wie einer, der Spanisch kann. Ja, da weißt du, ich bin ein Wahlbär-Bolivianer. Ich bin früher noch oft jeden Abend auf Bolivien gegangen. Und darum habe ich gedacht, muss ich auch rumlaufen wie ein Bolivianer, weißt du? Ja, so. Aber mir hat der Professor Knüsli angerufen und gesagt, ich muss an die Tür klopfen. Professor Knüsli hat er nicht getroffen in Peru. Ja, und? Er ist nicht da. Und wo ist er? Wo finde ich ihn? Das darf ich leider nicht sagen, hat er gesagt. Er hat gesagt... Ja, bei mir schon. Ich bin sein Kollege, ich bin der Geschwind. Nein, warte kurz. Der Knüsli hat gesagt, ich soll auf irgend so einen warten mit so einem schnellen Namen, weißt du? Ja, aber ich weiss nicht mehr, wie der heisst. Der hat gesagt, Hans-Peter, du warten, bis so ein schneller Mann kommt. Aber keine Ahnung, wenn der kommt, weil ich sag's dir. Ich warte und der kommt einfach nicht. Ja, aber das bin doch sicher ich. Ich bin der Heirik Geschwind. Geschwind, schnell, verstehst du? Warte. Oh, warte kurz. Weißt du, wenn ich überlege, dann muss ich mir am Hut kratzen. Ja, geschwind, schnell, das macht Sinn. Weißt du, Ja. der Knüsli, er ist eben fort. Wo fort? Er hat gesagt, ich dürfte das niemandem sagen. Nur so einem schnellen Mann, eben dir, Herr Geschwind. Er hat gesagt, ich soll dir eine E-Mail schicken. Ja. Ist ein Handy da? Ja? Komm, schick schnell rüber. Und er ruft schicken, warte kurz, ich muss das Handy holen. Darf ich noch einen Äpfel anbieten oder so etwas? Nein, danke. Gut, Alles ich gut. komme gerade. Hey, was ist denn jetzt los? Jetzt haben mir der Knüsli gesagt, ich muss hier an die Türe gehen. Und jetzt ist da so ein anderer. Und ja, mal schauen. Bist du noch da? Ja, Ich hab's dir geschickt, hey. super, danke vielmals. Hey, in dem Fall. Du musst einfach einen Weg folgen auf der E-Mail und nachher kommst du dann zum Knüsli. Hey. Ja, das ist sehr gut. Danke vielmals. Sehr schön. Buenas noches. Ja, ciao, schönen Oder wie Abend. das so in Bolivien heisst, mach's gut, gell? Ja. Ciao. Hey, dann gehen wir jetzt gerade den Knüsli suchen. Kommen wir mit? So blöd. Das kann doch nicht sein. Wenn man eine neue Erfindung gemacht hat, lebt man immer so in Gefahr. Und der Geschwind ist immer noch nicht da. Es ist schon 4:45 und der wartet immer noch. Er heisst zwar Geschwind, aber er kommt nicht geschwind. Ich hoffe, der andere Typ da findet mich nicht, der mich verfolgt. Ja, ich werde verfolgt. Der wird mir meine Erfindung stellen.
Schwein muss bald kommen. Jetzt habe ich habe ihm ein Passwort geschickt. Und wenn er da raufkommt, dann ruft er das auf. Und wenn er das Passwort nicht sagt, dann ist es der andere, der mich empfangen. Und der muss ich flüchten. Nein, der Geschwind lässt wirklich auf sich warten. Ihr Wort. Was mache ich nun? Was mache ich, wenn es ein anderer ist? Da kommt einer rauf. Das Passwort hat er auch nicht gesagt. Na, warte du! Warte du! Warte du! So. Da, nimm das! So, sag das Passwort. Sag das Passwort, du! Ich habe das Passwort geschrieben. Sag das Passwort. Sag das Passwort. Du weißt das Passwort nicht, dann bist du nicht der Geschwind. Sag das Passwort. Halt, hey! Hör auf mich schlagen! Wieso? Ich bin geschwind! Das kann jeder kennst sagen. mich nicht! Das kann jeder sagen. Aber ich bin's! Aber ich habe das Passwort geschrieben, wenn Wo hast du mir das Passwort geschrieben? in meinem E-Mail, das ich dir geschickt habe. Du hast mir kein E-Mail geschickt! Doch, ich habe das E-Mail geschickt. Nur der Hans-Peter hat mir ein E-Mail geschickt! Ja, das ist von mir gewesen und jetzt steht das Passwort drin. Sag das Nein, das Passwort. hat kein Passwort! Doch, sag das Passwort. Ich bin ganz sicher, 100%, ich habe es selber geschrieben. Dort hat es kein Passwort! Geh nachschauen! War gut. Geschwind? Bist es du? Ja! Hörst du mich ja? Du, es ist mir ganz peinlich, du. Ich habe das Passwort wirklich vergessen. Sag ich ja! Ja, weisst du, das kann ja jeder sagen. Ich werde eben verfolgt und da muss man ein bisschen misstrauisch sein, weisst du. Ja, aber jetzt hast du schon gerade ein bisschen Garfest zugehauen. Ja, weisst du, ich habe noch trainiert seit dem letzten Lockdown. Ja, aber eben, Aber erzähl! egal. Was ist los? Weisst du, komm ich helfe dir auf. Danke! Ich habe eine Erfindung gemacht, die tut die Welt verändern. Ja. Die Welt verändern. Aber ein Kontrahent von mir, also ein Konkurrent, ein Gegner von mir sozusagen, der wird mir die Erfindung stellen. Und darum habe ich mich versteckt, die Erfindung versteckt. Oh, du. Ich glaube, es ist ganz nah. Also, ja, Ich bin weg. Komm. Wir müssen flüchten. Flüchten! Los! Luft. Hey, das ist ein Sackglas! Wo gehen wir jetzt hin? Dort hat es die Türe. Oh! So. Da kannst du runter. Was machen wir jetzt? Ist egal, ich muss runter. Er kommt! Ich Nicht runter. schicke dir den Standort, du folgst mir und ich gehe die Erfindung in Sicherheit bringen. Ist gut? Sehr gut, ja, machen wir es. So, ich muss ab. Kannst du mich abgesagt? Ja, machen wir. Gut. So, Geschwind, bist du bereit? Ja! Ui, das ist schon so mega hoch, du. Aber es geht um die Erfindung, ich muss es machen. Lass mich raus. So. Kannst du noch ein bisschen Seil geben? Ui! Hey, du kommst an den Standort, wo wir gesagt haben. Ja, ist gut, wir treffen uns dort. Ja, mach's gut. Tschüss. So, verlot noch den Hut abgeht. Ja, was die zwei wieder am machen sind, das ist jedes Mal ein kleines Rätsel. Aber es ist auch immer lustig zu sehen, dass es den zwei trotzdem noch gut geht. Mal schauen, wie spannend das nächstes Mal wieder wird. Noemi? Noemi, Was? was machst du? Hey, Entschuldigung, ich bin gerade so fasziniert mit dem, was ich gelernt habe. Weißt du, kennst den Fisch? Ja, genau, ja. Kinder kennen den Fisch. Wahrscheinlich haben auch schon davon gehört. Das ist von früher noch, von einer Zeit, wo Christen verfolgt worden sind. Dann hat man so ein Zeichen machen. Und wenn die andere Person auch gläubig war, hat sie das so machen. Dann hat es einen Fisch gegeben. Dann haben beide gewusst, von denen müssen wir keine Angst haben. Das sind auch gläubige Leute. Ja, Das ist so cool. Ja, und ich meine, das ist ja aus einer Zeit gekommen, eben, wo Christen verfolgt worden sind. Und ein paar von euch, die letzten Sonntag noch in der Live-Sonntagsschule waren, die haben ja Geschichte gehört über jemanden, der auch Christen verfolgt hat. Und zwar ist das die Geschichte von Paulus. Letztes Mal haben wir hören, wie er zu Gott gefunden hat. Und heute wollen wir mal hören, wie es dort weitergeht.
Ja, steig ein, komm mit. Nicht nur in der Geschichte von Paulus. So heisst nämlich auch unser nächstes Lied, das wir jetzt miteinander zusammen singen. Steh auf und sing gerade mit. Hallo miteinander, ich bin auch wieder da. Momentan gerade auf einem sehr gefährlichen Ort. Da mitten in der riesigen Stadtmauer rein. Also ich muss recht aufpassen, da, dass ich nicht runterfalle. Es ist sehr gefährlich. Aber nein, Spaß. Weil ich komme jetzt nämlich gerade über die Mauer runter da. Und ich muss ehrlich sagen, so gefährlich ist es gar nicht. Es ist nämlich keine riesige Stadtmauer, es ist nur, in Anführungszeichen, eine Burg. Eine Burg, wo ich früher als Kind schon immer war. Darauf oben ein bisschen rumgeklettert. Aber gleich, das Rumklettern ist nicht ganz ungefährlich. Und wenn ich die Burg aber eben so anschaue, oder eben die Mauer, dann sieht sie gleich ein bisschen aus wie eine Stadtmauer. Und wir sind von der Geschichte her sind wir mitten in der Geschichte von Paulus. Und der Paulus hat nämlich auch etwas mit einer Stadtmauer zu tun. Aber was genau, das wirst du später noch hören, was er mit der Stadtmauer zu tun hat. Jedenfalls der Paulus war ein gescheiter Mann, hat sehr viel gewusst und er hat vor allem die nicht gerne gehabt, die an Jesus glauben. Oder man sagt ihnen auch Christen.
Er hat die überhaupt nicht gern gehabt. Paulus hat in der Zeit gelebt, wo auch Jesus gelebt hat, wo Jesus nachher gestorben ist, wo er aber wieder lebendig geworden ist und dann schließlich im Himmel gefahren ist. Das hat der Paulus alles mitbekommen. Doch für ihn ist das alles dummes Zeug gewesen. Für ihn ist das alles eine Lüge gewesen. Er hat nämlich, es ist für ihn so schlimm gewesen, dass er nur noch eins im Kopf gehabt hat. Und zwar hat er all die Christen oder die Jesusgläubigen weghaben. Er hat die bestrafen. Und darum hat er sie gefesselt gehabt, hat sie gesucht, gefunden, gefesselt und dann weiter, er hat sie ins Gefängnis dort gerührt. Also in Jerusalem hat er sie ins Gefängnis gebracht und dort eingesteckt. Und er hat sogar, das ist noch fast das Schlimmste allem gewesen, er hat von der höchsten Stelle, von der Regierung, hat er Bewilligung gehabt, dass er das hat dürfen machen. Ja, und vielleicht hat das Gefängnis gerade so ähnlich ausgesehen, wie es da in der Burg aussieht. Komm, gehen wir doch gerade mal schauen, wie es denn da in dieser Burg aussieht. Dort ist es nämlich auch so, ja, ein grusiges, dreckiges Loch. Also ich muss sagen, ich bin auch schon da drin gewesen. Man muss da von außen reinklettern und dann kommen wir rein. Jetzt, für das müssen wir aber jetzt da aussen, jetzt eine schöne Stege, eine steile Stege. Wir müssen die Stege raufgehen und aufpassen, dass man nicht runterfällt. Auch da ist, ja, relativ gefährlich. Wenn man runterschaut, geht es immer höher oben runter. Aber die Stege hoch, dann hat es da oben einen wunderschönen Eingang, wo wir rein können. Und dann sieht man da nachher direkt in das Loch runter. Vielleicht ist das Gefängnis so gewesen, ich weiss es nicht. Wie dort die Gefängnisse ausgesehen haben. Genau. Da unten ist also das grusige Loch. Vielleicht sind die Christen eben dort runtergefallen worden, oder so einen ähnlichen Ort gefallen worden. Genau, ich schlage vor, dass wir jetzt noch ganz hochgehen. Und dann kann ich von dort oben weiter erzählen, was dann der Paulus gemacht hat, oder was mit den Christen dann auch passiert ist. Also die haben eine schlimme Zeit sicher erlebt da drinnen. Ich war selber noch nie in einem Gefängnis gewesen, aber ich kann mir vorstellen, dass das überhaupt kein schöner Moment ist. Und der Paulus, dem ist das egal gewesen. Der hat die einfach da runtergesteckt. Aber jemandem ist es nicht egal gewesen. Und zwar Jesus selber. Ich habe ja vorher gesagt, Jesus, er ist wieder lebendig geworden. Also jetzt haben wir oben die schöne Burg, Aussicht. Jesus ist lebendig geworden. Jesus ist in den Himmel aufgefahren. Er ist bei Gott. Und der Jesus hat gesehen, was der Paulus macht. Und er ist am Paulus begegnet. Wo der Paulus wieder unterwegs war, um die Jesusgläubigen zu fangen. Da ist er am Paulus begegnet. Und er hat ihm gesagt, Paulus, warum verfolgst du mich? Und daraufhin, der Paulus ist so verschrocken, er hat nichts dagegen sagen, oder er hat keine Antwort gewusst. Das Einzige, was er konnte sagen, Herr, was willst du? Also in dem Fall hat er gerade gemerkt, dass das der lebendige Gott ist, dass es Jesus, sein Sohn ist. Und er hat ihm noch fragen, was willst du von mir? Und das Ereignis hat dazu geführt, dass aus dem Paulus ein anderer Mensch geworden ist. Statt dass er einer war, oder wie vorher, dass er einer war, der gegen Jesus gekämpft hat, ist er gerade auf die andere Seite gekippt. Er ist einer geworden, der für Jesus hat angefangen zu kämpfen. Er hat erkannt, er hat gemerkt, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist. Dass er wirklich wieder lebendig geworden ist. Und sein Leben hat sich ganz geändert. Er ist ein Kind von Gott geworden. Oder man könnte es anders sagen, er gehört von jetzt an auch zu der Familie von Gott. Er ist dann aber gleich auf das Damaskus in die Stadt gekommen und ist dort zu den Christen, zu denen, die Jesus glauben, zu denen ist er dann gekommen. Und es ist nicht lang gegangen, da hat der Paulus, ist nicht einfach nur dort gewesen, sondern er hat gerade angefangen, von dem Jesus auch zu erzählen. Er hat nicht ruhig sein. Er musste erzählen, was er erlebt hat. Er musste erzählen, dass Jesus der wahre Gott ist. Ja, er hat ihn wirklich angefangen zu lieben. Er hat ihn gern gehabt und ist froh gewesen, dass Jesus ihm auch begegnet worden ist. Die anderen aber, dort von der Stadt, oder die Juden, die frommen Juden, die streng auch nach dem Gesetz gelebt haben, denen hat das überhaupt nicht gepasst, was da der Paulus macht. Und sie haben ihn angefangen zu hassen. Sie haben angefangen, der Paulus, das gibt's doch nicht. Was macht er? Was erlaubt er sich? Der Paulus ist ein Verräter. Der muss weg.
Sie haben sogar gefordert, dass der Paulus selber jetzt da in das Gefängnis runtergeht. So wie er vorher wenn er es selber gemacht hat mit den anderen. Und Tag und Nacht haben sie angefangen, die Stadtmauer, eben, jetzt sind wir bei der Stadtmauer, die Stadt Damaskus hat eine grosse Mauer rundherum gehabt. Paulus war drin und rundherum haben sie die Mauer angefangen zu bewachen. Sie haben gesagt, hey, Paulus, der kann nicht mehr flüchten, der kommt uns nicht weg. Den packen wir, den finden wir und packen wir ihn. Und so haben sie die Stadtmauer bewacht, Ausgang, Tor, alles haben sie bewacht. Ja, der Paulus hat kein einfaches Leben mehr gehabt. Aber ich kann mir vorstellen, dass er gar nicht so überrascht war. Weil Gott hat es ihm durch den Ananias, also durch einen anderen Gläubigen, hat er ihm das gesagt, dass der Paulus viel wird müssen leiden. Ja, und das ist heute noch so. Einer, der an Jesus glaubt, heisst nicht, dass der jetzt nur ein wunderbar schönes Leben hat. Je nachdem kann es sein, dass es mehr Schwierigkeiten oder mehr Probleme gibt als vorher. Aber, jetzt kommt das Schöne, wer an Gott glaubt, wer an Jesus glaubt, darf wissen, dass er bei ihm ist, dass er zu Gott gehört und dass dadurch der Mensch nie allein ist. Jesus selber sagt, schlagen wir das auf schnell, in Johannes 1, Vers 12. Dort steht, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Also das heißt, alle, die Jesus aufnehmen, alle, die ihn glauben, die sind Kinder Gottes. Die dürfen zu ihm gehören. Die dürfen zu Gottes Familie gehören. Von denen ist Gott. Gott wird zum Vater, Gott wird zum Tröster, Gott wird zum Helfer. Jesus ist der Retter. Die sind nicht mehr allein. Nein, die gehören zu Gottes Familie. Alle, die an Jesus glauben, sind wie eine grosse Familie. Vielleicht kannst du mal deine Familie überlegen, wie viele Brüder, Schwestern du hast, deine Eltern. Wenn du willst, kannst du auch ein Blatt nehmen, kannst mal deine Familie draufmalen. Ich denke, von den meisten hat die Familie auf einem Blatt Platz. Aber die Familie von Gott ist so gross, das hat nicht auf einem Blatt Platz. Das ist die grösste Familie, die es überhaupt gibt. Und zu denen darfst du gehören, wenn du an Jesus glaubst. Und das hat der Paulus auch erlebt, dass er eben nicht allein ist. Weil die anderen, die an Jesus geglaubt haben, eben die anderen von seiner Familie, könnte man jetzt auch sagen, von seiner Glaubensfamilie, die haben auch davon gehört, dass der Paulus, dass sie ihm nachwenden und dass sie ihn sogar, wahrscheinlich nicht nur ins Gefängnis tun wollen, sondern sogar töten. Und darum haben sie gesagt, Paulus, du musst weg von da, du musst flüchten. Aber jetzt haben wir das Problem. Die Ausgänge, die sind ja alle besetzt und bewacht und gesperrt. Da kann er nie raus. Wenn ich jetzt da bei der Burg da schaue, wo könnte man da raus, wenn jetzt da der Ausgang gesperrt wäre, dann sehe ich dort unten, hat es nämlich so eine kleine Öffnung. Und das wäre vielleicht eine Lösung, dort rauszugehen. Ja, und so haben die Gläubigen dort in Damaskus also eben eine Lösung gesucht, wie sie dem Paulus helfen können. Weil es wäre viel, viel zu gefährlich gewesen, dort in Damaskus zu bleiben. Er kann nicht mehr dort bleiben. Und sie haben dann tatsächlich wahrscheinlich nicht durch so ein Fenster, irgendwie vielleicht über die Stadtmauer, vielleicht hat jemand in der Nähe von der Stadtmauer gewohnt. Und so haben sie dort eine Möglichkeit gefunden, dass sie den Paulus nämlich über die Stadtmauer, ich gehe davon aus, die war recht hoch gewesen, aber sie haben über die Stadtmauer den Paulus runterlassen. Und das in einem Korb, Paulus ist in einem grossen Korb, hat er reingehen und dann haben sie ein Seil angemacht und so haben sie den über die Stadtmauer runterlassen. Und so hat der Paulus flüchten. Wir haben jetzt so das Glück, dass wir da schön normal die Stege runterlaufen wieder. Hat der Paulus nicht können. Eben, da wäre alles bewacht gewesen, viel zu gefährlich. Das hat er nicht können durch. Die hätten dann gerade genommen. Wir aber gehen jetzt da wieder die Stege runter und gehen schauen, wie die Mauer wieder von außen aussieht. Das Loch dort von außen. Oder wenn wir uns so vorstellen, wo das der Paulus dort genau runtergelassen worden ist. Aber jedenfalls lesen wir in der Bibel, in Gottes Wort, dass der Paulus dadurch hat können flüchten. Ja, die Leute dort haben ihm geholfen, aber natürlich hat auch Gott, der Herr, ihm die Flucht ermöglicht. Er hat ihm vor allem auch geholfen. Und eben auch die Gläubigen dort sind zusammen gewesen und haben einander einfach unterstützt. Paulus ist dann draussen unter der Mauer angekommen, ist aus dem Korb wieder ausgestiegen
Und so schnell als möglich ist er nachher davon gegangen. Weg, nichts wie weg jetzt. Richtig Jerusalem. Dort hat es nämlich noch andere Gläubige. Und so hat er sich schon gefreut, dass er dann die Sieben auch treffen kann. Ja, die gehören jetzt auch zu der Familie von Gott. Und er jetzt auch. Also, wunderbar. Ja, und es ist wirklich etwas Wunderbares, wenn man so eine Familie darf haben. Und eben eine Familie, so eine grosse Familie, wie es eben Gott hat. Und das sind alle die glauben, werden dann wie zu deiner Schwester oder zu deinem Bruder. Und Geschwister, die sollten füreinander da sein und helfen und unterstützen. Ich weiss, das ist nicht immer ganz so einfach. Die Brüder und Schwestern, die regen manchmal ein bisschen auf und gleich sagt Gott, helfen einander, unterstützen einander. Und dann kommt aber dazu, dass du die Brüder und Schwestern, die kannst du nicht auswählen. Die sind einfach da. Die sind da. Und das macht es vielleicht manchmal sogar noch schwieriger. Aber weißt du was, du musst immer wieder daran erinnern, dass Jesus auch dich liebt. Und vielleicht könnte er sich manchmal über dich auch aufregen. Aber er liebt dich trotzdem. Und darum sagt er, wir sollen auch einander lieben und einander helfen. Ja, und Paulus hat das wirklich ganz deutlich erlebt dort in Damaskus, wie sie ihm geholfen haben. Und das Gleiche hat er jetzt auch gehofft, dass das in Jerusalem passiert. Er ist auf Jerusalem gekommen, hat dort die Gläubigen getroffen, hat sie fröhlich begrüßt, aber die Siebengläubigen haben gesagt, nein, halt, das ist der Paulus. Mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Für die ist das viel zu gefährlich gewesen, dass der Paulus jetzt plötzlich dazu reinkommt. Nein, weg mit dem. Warum haben jetzt auch die in Jerusalem, die Jesusgläubigen, so reagiert? Sie haben grosse Angst gehabt. Weißt du warum? Ja, sie haben natürlich den Paulus von früher gekannt, wo eben die Christen verfolgt hat und sie ins Gefängnis geworfen hat. Und sie haben nicht mitbekommen, dass der Paulus ein anderer Mensch geworden ist. Dass er jetzt auch einer von ihnen geworden ist. Dass er ein Kind von Gott geworden ist. Das haben sie nicht gewusst. Aber dann ist der Barnabas gekommen, ein anderer Jünger, und der hat Bescheid gewusst. Und der hat ihnen das alles erklärt, was mit dem Paulus passiert ist. Ja, und wo sie das gehört haben, dort hat ihre Angst sich natürlich in grosse Freude geändert. Und sie haben den Paulus mit Freude aufgenommen. Eben gerade so, wie es da in Johannes 1, Vers 12 steht, dass jeder, der Jesus aufnimmt, der gehört jetzt auch zu seiner Familie. Gott gibt ihm das Recht, zu seiner Familie zu gehören. Und das ist heute noch so. Auch wenn du sagst, ja, wenn du merkst, Jesus ist wirklich der Gottes Sohn, er ist der wahre Gott, ich möchte an ihn glauben, dann gibt Gott auch dir das Recht, dass du darfst zu ihm gehören. So sagt es in der Bibel. Gott will das so. Und Gott will, dass wir auch zusammenkommen. Darum gibt es Kirchen, darum gibt es die christlichen Gemeinden. Dass wir zusammenkommen, dass wir einander helfen können. Dass wir einander miteinander Gott loben können. Dass wir miteinander zu ihm beten, miteinander Jesus immer besser kennenlernen und uns erinnern, was er alles für uns tun hat am Kreuz. Ja, gemeint, könnte man sagen, ist eine Art wirklich der Treffpunkt von der Familie von Gott. Und meistens ist das am Sonntag, aber das kann auch, bei der einen ist es auch zusätzlich noch am Montag oder am Dienstag oder an den anderen Wochentag. Manchmal treffen sich nur Männer, manchmal nur Frauen, manchmal nur Kinder. Aber alle gehören zusammen zu der Familie von Gott. Eine Gemeinde ist etwas Wunderbares. Und so ist eben auch der Paulus in dieser Gemeinde aufgenommen worden. Und schon bald hat der Paulus auch dort in Jerusalem angefangen, von dem Jesus zu erzählen. Von dem, was er alles erlebt hat. Dass Jesus einfach der grosse, wunderbare Herr ist, der uns schlussendlich alle möchte bei sich haben. Alle möchte retten. Für immer und ewig. Aber leider ist es auch in Jerusalem schon bald sehr, sehr gefährlich geworden für den Paulus. Auch dort haben die Juden erfahren, dass der Paulus da ist und was der Paulus erzählt. Und sie haben ihn auch dort wieder töten. Aber auch in Jerusalem hat der Paulus wieder erleben, wie eben die Gottesfamilie oder die Gemeinde zusammengestanden ist und ihm geholfen hat. Sie haben ihn sofort ans Meer an den Hafen gebracht und ihm gesagt, Paulus, du musst weg, du musst flüchten, weg von da, du musst Richtung Tarsus gehen, dorthin, wo der Paulus aufgewachsen ist.
Ja, und auch da sehen wir wieder, wie Gott sorgt. Der Paulus hat es dort wieder geschafft, können zu flüchten und können wegzugehen. Aber auch in Tarsus ist der Paulus nicht ruhig geblieben. Auch dort hat er wieder von Gott erzählen, von Jesus erzählen. Und das ist das, was Jesus möchte, dass wir von ihm erzählen, damit eben die Menschen, damit alle dürfen erfahren, wer er ist und dürfen anfangen, an ihn zu glauben. Wenn du an Jesus glaubst, dann geh du in die Gemeinde. Momentan jetzt ist das vielleicht ein bisschen schwierig oder einfach so, wie es möglich ist. Geh du in die Gemeinde, triff dich auch du mit anderen, die Jesus glauben und helfen einander. Oder bete für die anderen. Frag, wie es ihnen geht und mach einander Mut. So wie es die Christen dort in Damaskus und in Jerusalem gemacht haben. Ja, und durch das alles, was passiert ist, sind nämlich all die Gläubigen dort sehr gestärkt worden und ermutigt worden. Und so haben sie froh und eben mit neuem Mut können weiterleben und Jesus dienen. Ja, und ich möchte jetzt zum Abschluss auch gerade mit dem Jesus noch reden. Wir danken dir von ganzem Herzen für all das, was du für uns gemacht hast und dass du gestorben bist am Kreuz für unsere Schuld. Danke, Herr, dass du uns lieb hast und dass du einen guten Plan hast mit uns allen. Amen. Der Paulus kann erleben, dass Jesus grösser ist. Er ist stärker. Er ist besser. Er ist der beste Freund, den es gibt. Stehst du auf und singst du mit uns. Jesus ist grösser. Jesus ist stärker. Jesus ist besser. Er ist der beste Freund, den es gibt. Jesus ist grösser. Jesus ist stärker. Jesus ist besser. Er ist der beste Freund, den es gibt. Ist es nicht schön zu wissen, dass alle, die zu Jesus gehören, eine Familie sind, egal wo wir sind? Und nächste Woche sind wir gespannt, wie es weitergeht mit der Geschichte. Oh, wir müssen noch ein Quiz machen. Stimmt. Wir haben nämlich jetzt noch einen Preis gekauft und wir haben wieder 3 spannende Fragen. Die erste Frage ist, wohin hat der Paulus Christen gebracht? Mimi, willst du gerade Antworten sagen? Perfekt. Antwort A, in einen einsamen Wald. Antwort B, ins Gefängnis. Und Antwort C, in den Keller. Die zweite Frage ist, wie ist der Paulus aus Damaskus befreit worden? Antwort A, mit einem Korb. Antwort B, mit einer Leiter. Oder die Antwort C, über eine Treppe.
oder Stegen. Und jetzt die dritte und letzte Frage. Warum wollen die Christen in Jerusalem den Paulus nicht aufnehmen? Antwort A. Sie hatten Angst, weil sie gemeint haben, er sei gegen Jesus. Antwort B. Sie hatten schon genug Leute zusammen gehabt. Oder die Antwort C. Weil er auf der Flucht war. Genau. Ihr seht nachher wieder einen Link, wo ihr die Fragen ausfüllen könnt und euch schicken könnt. Und der Gewinner, der gelöst wird am Schluss, bekommt die feinen Overrocks. Für euch ist jetzt an dieser Stelle schon wieder Schluss für die erste Sendung. Aber wie schon gesagt, es kommen noch mehr coole Sendungen und wir freuen uns auf dann. Bis Tschüss dann. zusammen.